Wir haben gehört, dass heute Frauengebetsversammlung ist. Mi smo čuli, da je dnes večer, četrta večer ponavadi sestrinsko srečanje, molitveno srečanje za sestre. Stimmt das? To drži? Ja, okay. Schön, dass ihr eure Männer überredet habt und mitgebracht habt. Lepo, ko ste svoje može pregučili, da se vzeli. Es ist gut, wenn die Frauen, wenn die Männer den Frauen gehorchen. Dobro je, da možje bogajo svoje žene. Nicht immer, aber Ne vedno, ampak immer öfter. vedno znova. Ja, ich war in Brasilien und habe mich gewundert, Bil sem v Braziliji in sem bil presenečen, dass die Wochentagsversammlungen immer sehr gut besucht waren. Volle Kirchen. da so bila bogoslužja med tednom vedno puna cerkev je bila. Ja, ich sag, wie kommt das? Bei Dieses- uns sieht das in Deutschland anders Pa aus. sem se pital po tom, pa kako je to mogoče? Pri nas v Nemčiji noči ve vide. Ja, die Mütter kommen und bringen ihre Kinder mit. Pravi tako, matere pridejo in pripeljajo svojo deco. Und dann braucht der Mann nicht zu Hause zu bleiben. In ti moževi ne treba ostati doma. So ist er da. Torej so tu, Ich sag, bei uns ist es anders. se pravi, pri nas je drugače. Die Frauen bleiben bei den Kindern Žene ostanejo pri deci und die Männer bei ihren Frauen. in možje pri svojih ženah. Und darum ist die Versammlung so leer. In zato je ponavadi bogoslužje tako prazno. Also besser, wir machen wie die Brasilianer. Torej delamo Bog še rajši kot Brazilce. Halleluja, ihr Männer. Halleluja, moške. Ja, Frau Saratschuk, hast du noch was in der Bibel gefunden? Sehr Gospa viel. Saračuk, se našli tako v Bibliji? Dosta prej. Weil Frauenstunde ist, wollt ihr eine Frau hören noch hier? Ker je ženski čas, čete žensko čiti, ne? Wer ist dafür? Što je za to? Die Männer, guck. Moški, glej.
Du hast die Zustimmung der Männer, ja. Ti Ja. imaš glas moških. Wir haben heute eine schöne Evangelisationsversammlung gehabt. Mi smo imeli danes lepo evangelizacijsko srečanje. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt in der Gemeinde 14 fremde Leute hattet. Ne vem, da ste imeli zadnjič v cerkvi 14 tujih ljudi. Und die hatten wir heute Nachmittag in der Evangelisation. Te smo imeli danes popoldne v evangelizaciji. Ich habe mal in einer Bibelstunde gefragt, Enkrat sem pri eni biblijski veri pital, wenn man 10 Leute in die Versammlung einlädt, če povabiš 10 ljudi na bogoslužje, Fremde, tuje ljudi, wie viel kommen? koliko jih pride? Hat einer gesagt, keiner. Ja ne prav nobeden. Sag, und wenn du 10 Leute nach Hause einlädst, In nekaj druge je prav, če pa 10 ljudi povabiš k sebi domov, sag, wie viel kommen dann? koliko jih te pride? Sagt er 12. 12. Sagt er, zum Kaffee kommen immer mehr. Tako na kavo pa ljudje rade pridejo. So, das ist ein gutes System, To je en dober Leute sistem, nach Hause einzuladen. da ljudi povabimo k sebi domov. Einige Jahre zurück, Pred parimi leti, da war ich noch jünger, te sem bil še mlajši, war unterwegs mit Zeltmission sem bil na poti z misijo v Šotore und das war auch eine kleinere Stadt. in to je bilo tudi manjše mesto. Und immer wenn jemand auf der Straße war, dann sind 2, 3 Leute hingelaufen schon, um den Fremden einzuladen. In dokoli so koga videli na cesti, sta že dva trge šli k njemu in ga povabili na Unser bogoslužje. Team war größer, als Leute in der Stadt liefen. In skupina za misijo je bila večja, kot pa je bilo ljudi v mestu. Und dann hat aber der Gemeindeleiter gesagt, morgen zu unserem Team, morgen braucht ihr nicht auf die Straße gehen. In te je pa vodja cerkve prav, jutro vam pa ne treba iti na cesto. Ich sag, warum? In ga pitajo, zakaj? Ja, sagt er, morgen ist Pfingstmarkt. Jutro je binkošni sejem. Und da sind so viele Leute auf der Straße. In te je toliko ljudi na Da ulicah, kommt man nicht durch die Straßen. So viele Leute kommen. to niti ne moreš skozi ulice iti, toliko ljudi pride. Ich sag, was bist du noch richtig im Kopf? In sem jim prav, pa ko se še pravi v glavi. Wenn keiner da ist, sollen wir evangelisieren. Und Dann- wenn die Leute da sind, sollen wir zu Hause bleiben. Do njega nikoga te ne evangeliziramo, da ljudje so tam, te smo naj doma. Ich sag zu meinem Team, morgen sind wir voll, alle Mann an Deck. In jaz sem pa svoje skupine prav, jutro smo vsi pripravljeni. Und wir haben einen Büchertisch aufgebaut. Mi smo tam pripravili eno mizo z literaturo. Ich glaube, wir haben ein Riesengeschäft gemacht von 2,40 Mark. Mislim, da smo imeli dober posel, 2,40 marka smo zaslužili. Das war alles, was wir verkauft haben. To je bilo vse, ko smo oddali. Aber zu diesem Stand sind doch ein paar junge Leute gekommen. K tej stojnici je pa vseeno prišlo par mladih ljudi. Und die haben gesagt, na warte, wir kommen da ins Zelt und dann werden wir dem Prediger aber schon Bescheid sagen. Te so pravili, glej, boste videli, mi pridemo v tej šotor in te že predgare mi povemo svoje mnenje. Und die sagten zu mir, du, pass auf, morgen wollen die Studenten kommen und die werden die Versammlung stören. In te so mi vsi pravili, pozaj, jutro prijejo študenti, oni do motili na bogoslužje. So, sei bereit, was passieren. Bodi pripravljeni, ko da se je zgodilo. Und tatsächlich, die kamen. In resnično se je zgodilo, prišli so. Ganze Gruppe kamen Cela skupina je prišla und ich war vorbereitet. in jaz sem bil pripravljen. Aber keiner hat Protest gemacht. Ampak nobeden izmed njih je se ni kabuno. Am Schluss der Versammlung Na koncu bogoslužja hatten sie nur noch Fragen. Nichts zu sagen, sondern nur noch Fragen. so ne imeli nobenih pripomb, ampak samo vprašanja. Und eine Frage war, kommst du noch mit zu uns nach Hause in die Studentenbude? In eno od vprašanj je bilo, ali prijez z nami na tuj v študentski dom. Und lange Geschichte, ich mache kurz. Da skrajšam zgodbo. Und 2 Ehepaare, die dachten, sie sind Ehepaare, waren aber noch nicht verheiratet, Dva para, ki sta mislila, da sta par, die haben ihr Herz für Jesus geöffnet. so odprli svoje srce za Jezusa Und die haben sich auch bekehrt in sta se spreobrnila. und lebten bis dahin unverheiratet. Do tistega trenutka sta živela neporočeno.
Ich sage, ihr müsst heiraten oder In auseinanderziehen. te sa njima pravijo zelo jasno, vi se morate poročiti ali pa iti na razen. Ja, ich weiß, wie die Leute machen und ich weiß, was die Bibel sagt. Jaz znam, ko delajo ljudje in jaz znam, ko pravi Biblija. Und so habe ich gesagt, gut, ich werde euch trauen. In ti sem pravil, ok, če se strinjate, gremo vajo v ženo. Und die haben gesagt, was wir in die Kirche gehen, die lachen sich tot. In ti sem pravil, ko mi no idemo v cerkev, pa smo džali, da se z nas. Ich sage, macht euch keine Sorge, ich lade euch ein, wir machen die Hochzeit nicht in einer Kirche, sondern in einem Schloss. Ne skrbite nič, ta vajna poroka ne da je v cerkvi, ampak to napravimo na enom grade. Wie Hochzeit im Schloss, ja. Kot poroka na grade. Und wir hatten bei uns in der Nähe Schloss Naumburg, ich weiß nicht, ob du mal warst, okay. V bližini je tom grad Naumburg Und dann haben wir dort die Trauung gemacht in tu je bila poroka, und alles schön und gut. vse v redu in prav. Und die Eltern von dem einen Ehepaar, die haben sich da bei dieser Trauung bekehrt. In zanimivo pri tem je bilo, da so se starši od enega od teh mladoporočencev na samoj poroki potem spreobrnili. Und die sind auch mitgekommen In tudi oni dva sta prišla z nami, nach Hause und sind in die Gemeinde gegangen, nach Ravensburg. sta prišla tudi domov k non in kasneje tudi v cerkev v Ravensburg. Und haben mich mitgenommen in ihre Wohnung zum Quartier. So me vzeli sjov tudi v svoje stanovanje, kjer so živeli. Und dann hat der neue Bruder gesagt, wie könnte ich das meinen Mitarbeitern sagen? Er hatte eine kleine Firma. In te me je pital tisti brat, koga slej, ko to sporočilo povem svojim sodelavcem, ker je imel eno manjše podjetje. Ich habe sie schon zur Zeltmission in die Abendversammlung eingeladen, aber keiner will kommen. Ker sem že povabil v cerkev, povabil sem tudi v šotovsko evangelizacijo, ampak nišče ne išče priti. Du, ich sage, ich weiß, wie wir die erreichen können. In jaz sem prav, jaz znam, koliko mi lahko dobimo. Ja, sag wie. Kak? Sag einfach. Povej enostavno. Der hieß Fritz, dieser To mi je Bruder. bilo ime Fritz. Ich sag, du gibst allen Mitarbeitern 1 Stunde frei, aber bezahlst sie. Ti napravi to. Vsem sodelavcem daj eno prosto vero, ampak jim plačaš Du to. sagst 1 Stunde vorher Feierabend, Povej jim eno vero, prelej lahko hinjate aber delate, nicht nach Hause gehen, ampak ne idete domov. sondern ehrt meine Frau. Ehren, Ja, ampak počastite mojo ženo. die backt Kuchen Ona peče pecivo und Kaffee in kavo. und ihr hört zu. S tem ji date čast, ko pridete tja in te poslušale. Und ich werde predigen. In gremo predgo. Und die ganze Firma ist geblieben. In cela firma je ostala. Kurze Fassung, Skrajšam zgodbo. in dieser Betriebsversammlung V hat tem sich poslovnem srečanju der Juniorchef bekehrt. se je mladi šef spreobrnil. Habe extra einen Vortrag gehalten über Technik und. Je ekstra imel še eno predavanje o nekoj tehnike in. Und der Sohn hat sich bekehrt In tej sin se je spreobrnil und den kennst du, in tisto je poznan. Manfred Knecht. Manfred Knecht. Er ist einer der Chefs von Roy Ranger geworden. In on je bil eden izmed šefov Royal Rangerov. Ja, bis zuletzt. Do pred kratkim. Und gerade letzten Sonntag hat er mich wieder angerufen. In prejšnji nedeljo me je tudi pozval. Wunderbar, nicht nur Roy Ranger, sondern Älteste in der Gemeinde. Ne samo, da je Royal Ranger, ampak tudi starešina v cerkvi. Ja, so in einem Hauskreis. V eno je takšno hišno kroge. Jetzt sind wir mal gespannt, In zdaj smo was presenečeni. passiert aus unserer heute Nachmittag-Versammlung. In zdaj sem napeti, kaj se je zgodilo z današnjega srečanja dnes popoldneve. Ach so, ihr wolltet eine Frau hören. A jo, res sem, vešteli ste žensko čute. Komm, Pride. was sagt, Luther soll gesagt haben, steh bald auf, mach's Maul auf und hör bald auf. Luther je to pravo. Hitro gor stone, odpri svoje usta in hitro henjaj. Sehr schön. Ja, es scheint, es geht alles darum, Jesus zu verkündigen. Izgleda, da ide se samo za to, ko oznanjamo Jezusa.
Und manchmal denken wir, ja, es geht nur, dass wir immer reden, auf die Leute einreden. In včasih se nam zdi, da vedno samo gučimo in ščemo pristopiti do človeka, do ljudi. Aber ich glaube, es geht auch anders oft. Ampak jaz verjamem, da je dostakrat tudi drugače lajko. Wir können auch mit unseren Taten einfach Jesus zeigen, wie Jesus ist. Kaleko z svojimi deli pokažemo Jezusa, kakšen Jezus je. Denn wir sollen ja nicht nur reden, sondern wir sollen auch tun. Wir sollen die Werke tun, die Jesus getan hat. Zato, ka ne samo, ka bi gučali, ampak moramo tudi delati. Dela, štera je Jezus delal. Manchmal denke ich, die Leute, die wollen das gar nicht mehr hören. Včasih se mi zdi, da ljudje to več sploh neščejo čuti. Für sie ist das Zeugnis manchmal nur Religion. Za njih je eno pričevanje samo eno religija. Also für mich persönlich denke ich oft, ich möchte lieber auch den Menschen zeigen, wie Gott ist und warum ich Christ bin, weil Jesus mich liebt. Jaz osebno rajši ljudem pokažem, kakšen je Jezus, kako pa gučim. Also ich glaube, es braucht einfach beides. Es braucht das Tun und es braucht auch das Reden. In verjamem, da je potrebno oboje, kaj gučimo in kaj pokažemo. Ich habe einen Vers, den möchte ich vorlesen aus Jesaja 52, Vers 7. In rada bi vam preštela eno vrstico iz Izaija 52:7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen und die das sagen zu Zion, dein Gott ist König. Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu, tvoj Bog kraljuje. Ich möchte eine Begebenheit erzählen, was ich erlebt habe. Rada bi vam pravila en primer, šterega sem doživela. Ich habe einen Mann kennengelernt, Spoznala sem enega moškoga, der lebte ganz oben im Gebirge in Indien. šter je živo v Indiji v gorah. Und ich hatte seine Geschichte gehört und ich wollte diesen Mann unbedingt kennenlernen. In jaz sem čula za njega in za njegovo zgodbo in fejst sem si želela ga spoznati. Und die Brüder mit mir, die hatten Angst, mich dorthin zu bringen. In bratje, šteri so bili z menov, so se bođali, ka bi me pelali k njemu. Wir mussten durch den Urwald fahren und dieses Dorf, wo der Mann lebte, war im Nachbarstaat. In zato, ko smo se k njemu mogli pelati skozi pragost in ta mesto, kjer on živo, je bilo sosednje mesto. Und die Regierung dort, die war sehr streng. In vlada tam, štera je bila na oblasti, je bila zelo stroga. In der Zeit durfte niemand dort nach Nagaland kommen. In v tistem času nišči ne smel priti v to mesto. Und man musste da eine Genehmigung haben und so weiter. Mogo si Kompliziert. imeti prav posebno poročilo oziroma potrdilo ali kaleko si šel v to mesto. Aber es gab ja dort nur so einen ganz kleinen Waldweg. In tam poleg je bila ena mala volska gozdna pot. Einfach durch den Urwald. Enostavno si šel skozi pragost. Und ich sagte, da gibt es doch keine Polizei und kein Militär, nichts, wir fahren. In sem pravila, se pa tam njega ne policije, ne vojske, tu mu se enostavno pelale. Und es ist auch nichts passiert, wir sind in das Dorf gekommen. In resno nič se je ne zgodilo in smo prišli v to ves. Und vor so einer kleinen Hütte saß ein alter Mann. In pred eno takšno malo kolibo je sedel en starejši moški. Ganz alte Kleider an. Na sebi je imel stara oblačila Und ich sehe seine Füße. in te sem videla njegove noge. Alles schwarz, schmutzig. Črne, umazane so bile. Er hatte so ein paar ganz alte Latschen an, wo er so mitlief.
Imel je samo ene takšne stare šlapke, štere si je leko obil. Und wie das ist, wenn Menschen nie vernünftige Schuhe tragen, die Fersen hinten, gerissen, kaputt. In znate, kako je to, da ljudje ne nosijo čevljev in skozi bosi hodijo, kako imajo napeta in se uničeno kožo. Und ich hörte dann die Geschichte von diesem Mann. In te sem čula to zgodbo toga človeka. Er war sehr arm, die ganze Familie, alle, die in dem Dorf lebten, waren arm. On je bil zelo ubogi, srmak in vsi, štiri so živeli v toj vesi, so bili Und srmaki. dann ist er in die nächste Stadt gekommen und hat dort gearbeitet. In te je on šel v naslednjo mesto in je tam delal. Und irgendjemand hat ihm das Evangelium gepredigt. In nekako njem je podal gučo evangelij. Und er hat geglaubt und ist dort in die Gemeinde gegangen. In on je po tom pričevanju izvrval in je hodil v cerkev. Und er war so begeistert von Gott, In bil je tako navdušen nad Bogom, als er nach Monaten nach Hause kam zu seiner Frau, in te, da je prišel po nekaj mesecev nazaj domov k svoji ženi, hat er ihr freudig von Jesus erzählt. njej je z navdušenjem gučal o Jezusu. Die Frau hat auch Jesus ins Herz aufgenommen. In ta žena, njegova žena, je tudi sprejela Jezusa v Und die življenje. Kinder auch. In tudi njegova deca so sprejela Und er Jezusa. war so glücklich über die frohe Botschaft, die er hatte. Und er wollte das alles im Dorf verkündigen. In on je bil tako veseli nad to vestjo o Jezusu, ko je ščil to še doti dole v celoj vesi. Aber diese Leute, die wollten es nicht hören. Ampak te ljudje to niso ščeli Und sie haben čuti. gesagt, schau mal, du vergissest unsere Religion, obwohl sie nur Animisten waren. Die glaubten ja an Geist doch, an alles Mögliche. In oni so njemi gučili, pa gledaj, ti zanemarjaš našo in pozabljaš našo religijo, štera verjame v različne duhove. Wir kennen diesen Gott nicht und mit diesem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Mi toga Boga ne poznamo in neščemo z njim imeti nobenega posla. Und sie haben ihn rausgeschmissen aus dem Dorf. In so ga vrgli iz te vesi. Seine kleine Hütte hat er abgerissen, Svojo malo kolibo je podpodro, hat das wenige Material woanders hingebracht, hat sich irgendwo wieder eine Hütte gebaut. in to malo imetje, štero ga je imel, je vzel vse in se preselil in zgradil novo kolibo na drugom mestu. Und er war auch so einfältig, er konnte kaum lesen. In ne je znal tudi einfältig. Ja, ganz einfacher Mann. Bil je enostaven človek, šteri je tužmetno štel. Aber dann hat er zu seiner Frau gesagt, so, wir müssen das genauso machen, wie ich das gesehen habe in der Stadt. Wir müssen eine Gemeinde gründen. In te je on svoji ženi pravil, znaš ka, morava tako napraviti, kot sem ga to videl v meste. Cerkev morava napraviti. Hat er gesagt, ich bin jetzt der Pastor. In je pravil, zdaj sem ga pastor. Du, hat er zur Frau gesagt, du bist die Frauenbeauftragte. In ti je svoji ženi pravil, ti si odgovorna za ženske. Dann hat er 3 Söhne gehabt. In te je imel 3 sinove. Den ältesten Sohn hat er gesagt, du bist der Älteste in der Gemeinde. Starejšemu sinu je pravil, ti si starešina naše cerkve. Der nächste Sohn, ich weiß nicht, was hat er, Jugendleiter hat er. Naslednji sin je pravil, ti boš vodja mladine. Und der Kleine, der durfte die Kollekte sammeln. In tej najmlajši je zbiral kolekto. Wir würden denken, wie gibt es sowas? In mi bi si mislili, kje to Aber obstaja. ich sage euch, in Indien sind die Menschen so einfach manchmal und Gott belohnt es. In znate, povem vam, v Indiji so ljudje tako enostavni in Bog to nagrajuje. Er belohnt ihren Glauben, den sie haben. On nagrajuje njihovo vero, štero imajo. Und dann haben sie jeden Sonntag Gottesdienst gemacht. In te so oni imeli vsako nedeljo bogoslužje. Könnt ihr euch selbst ausmalen, wie der Gottesdienst wohl war? A si lahko predstavljate, kako je izgledalo to bogoslužje? Und sie haben auch gesungen, In so tudi peli, Gott gelobt. slavili so Boga Die Leute aus dem Dorf, die haben was gehört, in ljudje iz vesi so to sind čuli. immer neugierig gewesen, sind immer mal zum Haus, haben gehorcht, was geht da ab.
in postali so radovedni. Prišli so k hiši, poslušali, kaj se dogaja. Und dann haben sie gedacht, ach, die ganze Familie muss verrückt sein. In so si mislili, o, ta družina je verjetno neumna. Aber dann ist etwas Schlimmes passiert im Dorf. Ampak te se je nekaj hudega zgodilo v vesi. All diese bösen Geister, denen sie immer geglaubt haben, Vsi ti zlobni duhovi, šterim so vrvale, die wurden lebendig dort. so postali živi Und sie bekamen fürchterliche Angst. in postali, strah jih je gratalo. Sie wurden krank, Ljudje so zboleli, überall bewegte sich was. vse povsedi se je nekaj premikalo Sie sind fast vor Angst umgekommen. in ljudje so skoraj umrli od toga Und straha. sowas hatten sie noch nie erlebt. Zato, ker kaj takšnega še nikdar niso Und sie wussten doživeli. nicht, was sie machen sollten. In so enostavno ne znali, kaj Und naj dann hatte delajo. doch einer die Idee, lasst uns mal zu diesem Mann gehen. In te je eden izmed ljudi pravo, pa idemo k tomu človeku. Der hat doch damals gesagt, sein Gott ist größer. Zato, ker on je enak pravo, moj Bog je večji. Wollen wir mal sehen, ob er recht hat. Pa poglednimo, če ima prav. Und dann dieser einfache Mann, der ist ins Dorf gegangen mit seiner Frau. In te enostaven človek je šel v vest s svojo ženo. Und die wussten, obwohl sie so einfach waren, In oni so znali, če glije so bili takšne enostavne, dass sie die Kraft haben, diese Geister zu vertreiben. oni so znali, ka imajo moč, ka lahko te duhove preženejo. Und im Namen Jesus haben die alle bösen Geister rausgeschmissen. In v imeni Jezusa Kristusa so vse duhove izgnali. Und da war Ruhe In te je bil mir und das ganze Dorf hat sich bekehrt, nur ein altes Ehepaar nicht. in cela ves se je spreobrnila, samo en stari par se je ne spreobrnil. Te Und ves. da ist Gemeinde entstanden. In te je nastala cerkev. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die das sagen zu Zion, dein Gott ist König. Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu, tvoj Bog kraljuje. Fragen wir uns, wie lieblich sind unsere Füße. In te se pitamo, kako ljubke so naše noge. Die sind schön glatt, wir gehen zur Fußpflege. So lepo gladke, idemo na pedikuro, na nego. Manche Frau hat so schöne Füße, dass die Männer ihr die Füße küssen. Včasih ženske imajo takšne lepe noge, ka moški poljubljajo njene noge. Aber sie müssten den Frieden predigen. Ampak one morajo oznanjati, gučati Das o Heil, meri, was Gott uns verspricht. odrešenje, šteroga nam Bog Beten für obljublja. Menschen, damit sie gesund werden, damit sie Gott Ka erkennen. molimo za ljudi, ka ozdravijo in spoznajo Boga. Amen. Und einige haben sogar rote Füße. Ja, nekateri imajo tudi rdeče noge. Lieblich, ne? Ja, aber in mein Herz kam gerade ein Impuls. In ravno kar sem v svojem srcu dal bo en impuls, Ja, lasst uns aufstehen. leko gor stanemo Und vielleicht so 2, 3, 4 Leute zusammenstellen. in se postavimo 2 ali 3 ali 4 skuper v poskupinaj. Gerade jetzt für solche Evangelisten, die jetzt unterwegs sind. In molimo za evangeliste, šteri so zdaj, gli zdaj na Das ist poti. ja Frauengebetsstunde, aber die Männer beten mit. Če gli imamo ob četrtkih ženske molitev, so tudi moški tu šteri molimo. Unsere AVC-Missionare. Molimo za naše AVC misionare Und Missionare von anderen Gesellschaften. in misionare iz drugih organizacij. Und besonders die Einheimischen. In še posebno o Evangelisten. domačih Die zu evangelizatorjih. Fuß gehen Šteri hodijo peške und buchstäblich in die Berge gehen. in dobesedno idejo v gore. Wollen wir mal beten? Gerade jetzt. Molimo, glih zdaj, v tom trenutku molimo za Jede takšne. Gruppe betet.
Bo skupina v Kyper. Vielleicht wisst ihr einen Namen von einem. Mogoče tudi znate koga, kakšno ime od kakšnega Wisst den Namen evangelizatora von einem Missionar. ali od misionara imena. Molite za njih. Herr Jesus, Yes. Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus. Ruf den Namen Jesus. Ruf den Namen Jesus. Herr, wir beten gerade jetzt für alle, die lieb In der in ihren Wüste Füßen, die unterwegs unterwegs sind, sind. im Dschungel unterwegs sind. Intro Kolobondo Ricadaria. Herr, du weißt die Leute in ihren Für dich sind ihre Füße Wir müssen liebliche Füße, in liebliche Füße, Afrika, Vater. sie gehen. Oh Herr, du schaust nicht auf das Gib Äußere, ihnen du schaust Vollmacht, nicht auf die das, was Dämonen sie zu vertreiben. anhaben. Gib ihnen Gib ihnen Vollmacht Kraft, gegen all die bösen Geister. Gib du ihnen Kraft, gerade Komm, auch bete, jetzt, Herr. bete, jetzt. Herr, wir evangelisieren jetzt mit ihnen. Wir unterstützen sie. Jesus, Halleluja, Wir rufen deinen Namen. Gelobt sei dein Name, Herr, gelobt sei dein Name. Für unsere Verhältnisse, Nichts von Familien, Trocknen. Vater. Danke Wir für die die Tage. besonders Danke auf für die die Herr, in Äthiopien, Danke, Herr. in Tansania, in Ruanda, überall in den afrikanischen Staaten, Vater. Und die unter Muslimen arbeiten und die dort, Herr, gehen, die das Evangelium zu den Beduinen bringen und denen, die das Evangelium, Herr, in alle Enden bringen, Vater, wo sonst niemand hinkommt, in den tiefsten Urwald, in die Gegenden, Vater, wo keiner seinen Fuß reinsetzen möchte. Wir beten, Herr, dass du sie stärkst, dass du sie, Jesus, geleitest, Herr, dass du sie bewahrst vor Unfall, vor wilden Tieren, vor Menschen, Herr, die nachstehen. Jetzt solche Evangelisten in Not, in Gefahr, Jesu, von Krankheit, von Polizei. Mogoče Stärke du sie. Herr, gib ihnen Sieg. Ja, Herr. Und wenn sie für Herr, Kranke wir beten, stellen sie gib alle Heilung unter im dein Namen kostbares Jesu. Blut, Herr, dass du sie bewahrst. Halt deine Hände über ihnen, Herr. Dir sei Lob und Preis und Ehre. Glory, glory, Dir sei Lob und Preis Bete in neuen und Sprachen, das ist die Sprache, die Gott versteht. Gott versteht und er wird solche segnen und salben, denn sie brauchen die Kraft des Heiligen. Sie brauchen die Kraft des Heiligen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Glory an dich. Oh Herr, du liebst sie, Herr. Gib du ihnen Geleit sie durch deinen Heiligen Geist, Herr, und sie bewahr sie, Herr. In der Wüste, Gib ihnen Freude, Herr, gib ihnen Freude, lass ihnen Licht sei, ihr Licht sei, ihr Licht, wo immer sie sind. Bewahr sie vor Schlangen, vor Elefanten, vor Tigern, Herr, vor Löwen. Du weißt, wie gefährlich die Wege sind, Herr. Da, wo sie vielleicht mit Fahrrädern fahren, mit Motorrädern, dass du Bewahrung schenkst, Herr, dass sie keine Unfälle haben. Herr, dass die Motorräder nicht zusammenbrechen oder die Autos, wo immer. Herr, wir danken dir, Herr, dass du auf alles achtest, Herr, und mach sie zu kraftvollen Zeugen in deinem Reich, Herr. Herr, dass sie sich freuen können, dass sie deine Güte Schließen wir ab, deine indem wir noch einmal singen. Wie groß bist du, wie groß bist du. Schlimmer, dann jauchzt. Zaključili bomo. Veliki ti.
jetzt po Deutsch. Dann jauchzt mein Herz die großem Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz die großem Herrscher zu. Großer Herrscher. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Everybody in English. Then sings my soul, my Savior God to thee. How Great you are, sing. how great you are. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great you are, how great you are. Und jetzt alle po-rusko. Jetzt ist genug. Nein, po-ukrainsko. Nein, jetzt sollten wir singen in der Sprache, in der das Lied entstanden ist. Zdaj pa moramo pevati v jeziki, v šterem je nastala ta pesem. Das ist kein englisches Lied, To je ne angleška pesem, das ist kein deutsches Lied, ne nemška, kein russisches, niti ne ruska. das ist ein schwedisches Lied. To je švedska pesem. Du sture Güte. How? Okay. Also, wir machen Fortsetzung von gestern. Torej, imeli nadaljevanje včerajšnjega dneva Und zwar aus Thessalonika, in sicer iz Tesaloničanov. der erste Brief an die Thessaloniker. Prvi pismo, poslane bilo Tesalonikom, Und zwar an, der zweite Brief. ne, idemo na drugo. Ja. Vers 1. Drugi Tesaloničanov 1. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. 2,1. Zweiten, ja. Milost vam in mir očeta našega. 2, ok. Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo združitev z njim, vas prosimo, bratje, Lasst euch nicht aus der Fassung bringen. da se ne pustite tako izbegati. Amen. Nur keine Aufregung. Torej, ne dajte se zbegati. Das Thema geht über die Wiederkunft des Herrn. Tema je o ponovnem prihodu Gospoda. Das wird nicht mein Thema heute sein. To ne da moja Vielleicht tema morgen. danes in ne jutro, Aber hier ist mir ein Wort aufgefallen, ampak jaz sem tu opazil eno besedo, nämlich und unsere Vereinigung mit ihm. in sicer naša združitev z njim. Vereinigung. Združitev. Ist das so in eurer Sprache? Vereinigung. Ja, es ist auch so, Vereinigung, združitev. Ja, Družite. In Deutsch hat das Wort zwei Bedeutungen. V nemškem jeziku ima ta beseda dva pomena. Und das erste Wort ist Verein. Kot prva beseda je kot društvo. Društvo. Verein. Was heißt Društvo? Ist ein Društvo, Verein. Verein, ja. Ja, ist okay. So, das ist dasselbe. Vereinigung spricht ein Verein. Torej, združitev guči o enom društvu. Und ein Verein In eno društvo, sind Leute, die sich vereinigt haben. in eno društvo so ljudje, ki so se združili. Ja. Und dieses ist ein großes Thema. In to je ena velika tema.
Und die Frage, die zu mir kam, In vprašanje, štero se meni postavilo, und da will ich mit euch teilen, in to še z vami podelite, wenn es nicht interessiert, kann sein Mittagsschlaf nachhalten, koga ne zanima, leko malo zdaj drema, aber schnarcht nicht so laut. ampak ne frčite fez, So, das stört die anderen, die auch schlafen wollen. ker to bi imel tudi tiste, ki ščejo spote, poleg vas. Okay, Verein. Torej, Und društvo, združenje bite. mir ist wichtig, dass wir das richtige Wort haben. Aber das In haben meni je pomembno, ko imamo pravo besedo in to imamo. wir haben nämlich erlebt, eine Engländerin war zu Besuch In mi smo to doživeli, ker ena angleškinja je bila na obiske und sie hat gesagt, was heißt Steuer? Steuer. in Steuer. nas je pitala, ko pomeni davek. Und es war nicht leicht zu erklären, was Steuer ist. In ne je bilo enostavno razložiti, ko je davek. Und die haben versucht zu erklären, Steuer muss man bezahlen und der Staat will Geld und Steuer, Steuer. In mi smo probali to razložiti, davke treba plačivati, ker država nuca penaze in eno in drugo. Steuer. Davek, ne? Und dann endlich haben sie gefragt, warum fragst du? In te smo jo končno pitali, pa zakaj pitaš? Ja, sagt sie, ich habe eure deutsche Zeitung gesehen. In pravi, jaz sem vaš časopis nemški videla, Und da stand, der Fahrer schlief am Steuer ein. tam je zapisano bilo, ko je šofer zaspal za volanom, štojer je to ste dve različne besede, davek pa volan, ne, v nemščini. So kann man aneinander vorbeireden. In to kleko učimo eden mimo drugega, če nemamo iste besede, pojmo. Und dieses Thema Vereinigung In ta tema združitev, gebrauchen viele Christen und Kirchen. to uporablja dosta kristijanov in dosta crkva. Nämlich, sie sagen, Jesus hat gesagt, wir sollen eins sein. Kaj ti pravijo, pa Jezus je pravo, ka smo noj eno. Und Jesus hat gebetet für die Einheit. In Jezus je molil za enotnost. Und wir müssen eins sein, wir müssen In mi eins sein. moramo biti eno, moramo biti eno. Und daraus ist Allianz entstanden. Wir vereinigen uns. In z tega so postale zveze, torej se združujemo. Und um nicht zu streiten, muss man umso weniger Punkte haben. In da se ne bi dosta štukali, mora biti pogodba o zvezi, čim manj točk mora imeti. Und sprechen wir nicht über Unterschiede, In ne govorimo o razlikah, sondern sprechen wir über einig, über was uns ampak eins učimo o macht. tistih stvarih, ki nas povezujejo. Und so, okay, sprechen wir über Jesus. Torej učimo o Jezuse. Das vereinigt uns. To nas povezuje. Aber einige sagen, ja, wer ist Jesus? Drugi pa pravi, pa što je Jezus? Sprechen wir über Gott. Pa ti učimo rajš o Bogu. Ja, wer ist Gott? Pa što je Bog? Na, gibt nur einen Gott. Pa obstaja samo en Bog. Ja, ist es Allah? Pa što je to? Ist es Allah, Jehova? Jehova. Nee, die Namen wollen wir nicht nennen. Pa ne, Sagen wir ne, nur Gott. ne, imena nemo imenovali jih, povemo samo Bog. Alle glauben an Gott. Vsi verjamejo v Boga. Aber wer Gott ist, wissen wir nicht. Ampak što je Bog, pa ne vemo. Einigen wir uns darauf. Torej, budemo enotni na tom, kar je to tok. Und du kannst darüber sprechen mit jedem, über Gott. In o Bogu lahko uči z vsakim. Ich fuhr mit dem Zug Jaz sem, von Hamburg nach Frankfurt. jaz sem se pelil z vlakom iz Hamburga Ja, Bei nach Frankfurt. Frankfurt nach Hause. domov. Und eine Dame saß neben mir. Ena gospa je sedela poleg mene Und man weiß nicht, wann man die wieder trifft. in ne veš sicer, da jo pa srečaš. Und darum muss man gleich das erste Mal über das richtige Thema In sprechen. ti moraš čo si prvič opraviti te mi gučati. Ne? Und so habe ich mit Gott, mit ihr über Gott gesprochen. In tako sem z njo vguč o Bogu. Ja, sagt sie, so ein höheres Wesen, das gibt es wohl. Ja, to takšna nižša zgornja, višja sila, nekaj takšnega obstaja. Ich sag, was meinen Sie, die Katze auf dem Dach oder Ko der mislite to, vašo mačko na streji ali ko? höheres Wesen? Pa večja, višja sila ali stvar zgoraj. Oder die Krähe auf der Pappel ist auch ein höheres Wesen. Ali pa vrone gor na türme. Ja, höheres Wesen. Ja, višja stvar to zgoraj, Kannst du ne? diskutieren O drüber. tem lahko diskutiraš, debatiraš. Und das war gerade in der Zeit, als es den Blutmond gab. Oder Mond, ja. In to je bilo prav v tom času, da je bil krvav, ko je bila krvava luna, tako je rdeča. Und auf einmal gab es im Zug, im Intercity, eine Durchsage, In naenkrat na vlaki je bila takšna napoved prek zvočnikov, dass der Zug nicht weiterfahren kann.
da se pač cuk ne more nadaljevati pol. Und wir wissen nicht, wann es In weitergeht. ne vemo, da je šlo dole. Irgendeine Maschine kaputt. Mogoče motor skin. Ja, und dann sage ich zu ihr, sehen Sie mal. In te sem je pravo. Ja, sie sagt, ich habe den Blutmond nicht gesehen. In sem Sie sagte, sie hat den nicht gesehen, in weil sie pravila mi abends je, arbeitet. kje sem tega krvavega meseca tokrat ne videla, ker sem cel dan delala. pa Ich to. sage, ist nicht schlimm. Sem pravi, ne, to je nič strašnega. In 1200 Jahren wird das Gleiche wieder Za passieren. 1200 let se pa isto zgodilo. Und genau am 25.04. um 17:30 Uhr. In genau 25.4. 17:40 ali koliko Und je. ich sage, dann gucken Sie sich den da an. Takrat si ga pogledate. Und sie guckt mich an. Me pogledala čudno. Ich sage, schauen Sie mal, das höhere Wesen Pogledajte, ta višja sila hat jetzt schon berechnet, was in 1200 Jahren um 15 Uhr passieren je wird. že zdaj izračunala, kaj se je zgodilo za 1200 let ob 5. ure. Und die Deutsche Bundesbahn, In nemška železnica, Deutsche Technik, nemška tehnika, Deutsche Firma, nemška firma, Deutsche Eisenbahn, nemška železnica, die weiß nicht, wann sie von Hamburg in Frankfurt ankommt. ona pa ne ve, da prije iz Hamburga v Frankfurt. Und das hat die Frau verstanden. In to je razumela ta ženska. Erst wollte sie mein Buch nicht nehmen Najprej je moje knjige ne ščela zeti und nachher hat sie das Buch genommen. Sie wollte doch. in kasneje je vseeno ščela. So, Einigkeit Torej enotnost können wir sehr schnell bekommen, wenn wir wenig Aussagen haben. Enotnost lahko zelo hitro dobimo, da imamo malo izražanja ali malo kaj zapovedati. Und die Ökumene, In ekumenizem, ja, da gehen heute selbst die Pfingstler rein und sagen, wir müssen doch, was Jesus gesagt hat, eins sein. in v tej so celo binkošni noter in pravijo, pa to moramo biti tako, kot Jezus prav, moramo biti eno. Ja, gut, ich will nicht weitersprechen, ihr kennt, habe ich schon mal erwähnt, vielleicht ja. Ne bomo zdaj dole o tem debatiral, ampak to sem že enkrat pravil. Aber hier steht, dass wir vereint sein müssen mit, Jezus. Tu je pa zapisano, da moramo biti združeni z njim. mit wem? S kim? Ich höre nichts. Ne čujem, Ich höre nichts. ne čujem. Mit wem? S kim? Was habt ihr gesagt? Ko ste pravili? Man hört so schlecht hier oben. Pa to slovo se tu naprej čuje. Hast du was gehört? Šleht. Se ti kaj čul, slovo. Everybody. Vsi, s kim moramo biti združeni? Ach, so, wie war das? Haben die richtig gesprochen? Kako ste dobro pravili? Alle, die noch keine 10 sind, die rufen jetzt. Vsi, ki še nemate 10 let, se zderte zdaj. S kim moramo biti združeni? Hallo. Bist du schon 10? Ste že 10, ne še. Nein? Bist du schon 10? Ja, okay. Alle, die 12 sind. Vsi, ki so do 12, se zlako zdaj zdarejo. Vereint mit Jesus. Torej, združeni z Jezusom. Warum mit Jesus vereint? Zakaj združeni z Jezusom? Weil wir ein Problem haben. Ker imamo en problem. Und das Problem ist, wir sind getrennt. Naš problem pa je to, ko smo ločeni ali razdvojeni. Und hört gut zu. In dobro poslušajte. Das größte Problem ist die Trennung. In največji problem, ki je ta ločitev. Und wisst ihr, Gott selber Sam Bog hat Trennung eingeführt. in sam Bog je uvedel to ločitev. Er hat das Paradies geschaffen. On je ustvaril raj. Ich kann sagen, das ist eine schöne Vereinigung gewesen. Jaz mislim, ali lahko povem, da je to bila lepa združitev. Ich versuche mir das vorzustellen. Jaz sem probal to predstavljati. Stell dir vor, Gott selber Zamislite se, sam Bog kam, hat die Eva in den Arm je genommen prišel, vzel Evo pod roke, und den Adam pa Adama und haben gesagt, gehen wir spazieren. in jim je pravil, ajte, odidem na Und špacer. Adam sagt, was ist das? In Adam je pravil, kaj je to tam gor? Das ist ein Apfelbaum. Pa to je jablana. Die Äpfel sind sehr gesund. In jabolka, to je zelo Und zdravo. wenn du jeden Tag einen Apfel In isst, če bo vsak dan džo eno jabolko, dann brauchst du keinen Arzt mehr. ti ne treba doktora. Ja, so sagt man in Deutschland. To pravi pri nas v Nemčiji. Apple every day,
hält den Doktor away. Ja. Eno jabolko na dan odžene doktorja stran, pravijo pri Ja, nas. irgendwie muss das vom lieben Gott gekommen sein. Pa nekako je to moglo priti od Boga. Ja, und was ist das? In ko je to? Ah, das ist ein Äffchen. Je pa to je opica. Unsere Enkelin war gerade jetzt da. Na čakanje je bila glih kar pred kratkim pred Und wir haben nama einen Zoo besucht. in smo šli v živalski vrt. Und ich kann euch sagen, Hände und Gesicht sind heute noch zerkratzt von dem Äffelchen. In ja bom rekel, povej, moje roke in obraz je še zdaj poškrabane od opic. Also das war kein Affe aus dem Paradies, To je ne bila opica z raja, sondern der hatte Krallen. ampak je imela škrumpeljne. Warum Zakaj? ist das so gekommen? Zakaj je to tako prišlo? Dieses friedliche Paradies, Tej miren raj, diese guten Tiere, tej dobre živali, diese Blüten, ich kann euch sagen, die Dort- Heidi will dahin. to cvetje, hajde še tja idite. Und die wird noch pflanzen und jäten und hacken. Das, was Gott nicht gut gemacht hat. Sie ist immer In ona bi bila to še kot vrtnarka, ko Bog ne dobro napravi, ko popravila. Auf jeden Fall, Gott hat Trennung gemacht. Ampak na vsak način Bog je uvedel ločitev. Den Menschen, den er liebt, Človeka, ki ga je ljubil, den er geschaffen hat, ki ga je ustvaril, gesegnet hat, ga blagoslovil, den musste er aus dem Paradies treiben. ga je mogel izgnati iz raja. Und dass der nicht heimlich, still und leise doch wiederkommt, In der- sagt, im Paradies war doch schöner wie hier draußen. In da ne bi se vrnil tako fajn poskrivnova, ker je znal, kaj je v raju bilo lepše kot po Vinej, Hat er einen Engel davor gestellt mit einem Schwert. je postavil za stražara, tog angela z sulico. Und jeder, der Menschen. versuchte, da reinzukommen, In vsak, ki je poskušal priti wurde noter, getötet. je bil ubiti. Das war eine Feindschaft auf Tod. To je bilo eno sovraštvo na smrt. Nicht Gott liebt uns und Gott liebt uns vorne, hinten, Ne samo, ko oben. povemo, ko nas Bog ljubi naprej in zoja in tako, ne. Nein, Gott hasst die Sünde. Bog sovraži greh. Und die Sünde schließt uns aus. In greh nas izloča. Die erste Tat Gottes. Prvo delo Boga Er schied Licht und Finsternis. je, da je ločil temo in svetlobo. Kein Grau, kein so. Tu je ne ja, bilo takšnega sivega ali so, mračnega, ja, so ein bisschen bewölkt, so ein bisschen. tako malo oblačno, ne. Nein, entweder Licht oder Ne, Finsternis. ločil je svetlobo od teme. Gott schied, Eno ali ovo. Gott schied das Wasser. Bog je ločil vodo. Und bis heute wundere ich mich, In do gnezde in se čuden, vielleicht werden wir noch drüber sprechen, mogoče bomo še o tem govorili, dass Gott eine Wolke von Zeugen hat. da ima Bog cel oblak poln prič. Stellt euch vor, Gott hat das Wasser in Plastiktüten am Himmel, schwebt da. Predstavljajte si to, da je Bog kot vzel vodo kot v vrečke plastične in to lebdi v nebi. Habt ihr schon mal Oblakig. ausgerechnet, wie viel Tonnen Wasser eine kleine Wolke hat? Ste že čuli ali računali, koliko ton vode je v enem malem oblake? Habt ihr schon mal nachgedacht? Ste že o tem razmišljali? Oh, und wenn der liebe Gott ein paar Löcher da erlaubt, In če Bog to napravi par lunkic, Tropf, Tropf, kommt's mora raus. doj kvapi, prije doj, ne? Ja? Und wenn der mal wirklich der Sack zerreißt, dann In kommt včasih, die da große se vrečka vtrne, te nas poplavi, ne? Bei uns an der Ahr war auf einmal das Wasser in den Straßen 8 Meter hoch. Pri nas v naših krajih je nedolgo nazaj bila voda na ulicah 8 metrov Ich viska. weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Überschwemmung hier gehabt habt, Ne vem, če ste že doma imeli takšne poplave, aber Gott schied das Wasser unten und das Wasser oben. ampak Bog je ločil vode zgoraj in vode spodaj. Und als Gott sich vom Menschen trennen musste, In da se je Bog mogel od ljudi ločiti, war die Trennung noch persönlicher. je bila ta ločitev še dosta bolj osebna. Da waren zwei Brüder, Ker tam sta bila dva brata. aufgewachsen in einer Familie. Zrasla sta gor v eni Die družini. Eltern wussten noch, wer Gott war. Starši so še znali, što je bil Bog. Und sicher haben sie ihren zwei Söhnen erzählt. In sigurno sta sinovoma o tem Über pripovedovala, die Liebe Gottes. o ljubezni Boga. Und wisst ihr, was passiert? In znate, ko se je zgodilo? Beide haben Gottesdienst gemacht.
Oba dva sta imela svoje bogoslužje. Beide gingen in die Versammlung. Sta šla na bogoslužje. Und schließlich hat einer den anderen totgeschlagen. Končno je eden drugega ubil. Trennung Ločitev zwischen Brüdern. med brate. Stellt euch vor, Predstavljajte si to. Brüder getrennt. Bratje, ločene. Und in wie vielen Familien bis heute In v kolikih družinah še dan danes, Brüder sich hassen, kjer se bratje sovražijo, bestreiten kjer se štukajo und heute noch Brudermord. in še dan danes eden drugega ubijajo. Das ist Trennung. To je ta ločitev. Dann gab es die große Trennung. Potem je bila ta velika ločitev. Gott hat gesagt, ich kann die Menschen nicht mehr ertragen. In je Bog pravi, jaz ljudi več ne morem prenašati. Mir tut es leid, dass ich sie geschaffen habe. Meni je žal, da sem jih ustvaril. Ich ziehe die Spülung Jaz potegnem splahovalnik und dann in jo bin ich odbrišem. den Dreck los. In sem se rešil te umazanije. Aber ich weiß nicht, wer gesagt, aber was ist mit Noah? In ne vem, što njemi te prav kopati z Noahom. Nee, sagt er, den Noah, A den ne. muss ich trennen. In ti je prav, ne, toga Noaha, toga moram ločiti od ostalih. Noah, du hast eine Chance. Noah, ti imaš eno šanso. Du musst nicht untergehen. Tebe ne treba, ko budeš uničene. Geh in die Arche. Idi v barku. Und dann ist Noah schlafen gegangen In ti je šel Noah spat. und nächsten Morgen stand ein Kreuzfahrtschiff da. In ti je Noah šel spat in na drugi dan je bila pred njim križarka. Und die Engel als Wächter und Personal. In angeli so bili tam oseblje, kapitani in natakare. Habt ihr die Geschichte gehört? Ste čuli to zgodbo? Habt ihr gehört? Ste čuli to zgodbo? Nein, noch nicht. Ne, še. Ich auch nicht. Cigenej. Habe ich gerade erfunden. To sem si nikar zmislil. Nein, Noah musste die Arche bauen. Ne, Noah je mogel delati to barko. Hör zu, wenn du willst, dass deine Familie gerettet wird, musst du eine Arche bauen. Drage, če ščete, kad je tvoja družina rešila, kad je tvoja družina rešena, moraš graditi barko. Und wenn du eine Arche baust, Brat Kuzmic, In če delaš ti eno barko, brat Kuzmič, dann kriegst du schmutzige Hände. pri tem dobiš umazane roke. Amen. Der Noah musste mit Pech arbeiten. Kajte Noah je moral delati za smolov. Und ich weiß nicht, ob er Handschuhe hatte. In ne vemo, če je imel takrat rokojce. So, bau eine Arche. Torej, delaj si eno Und barko. er predigte das Evangelium. In on je pridigal evangelij. Und wie viele haben sich bekehrt? In koliko se jih je spreobrnilo? Emil, wie viele haben sich Koliko se je bekehrt? spreobrnilo? 8 Leute. Ja. Und da war er schon inklusiv. Ist Ampak eine to z Frage. njim skupaj jih je bilo samo rešenih, ne? Trennung. Ločitev. Trennung. Und das Schlimmste von der Trennung In najhujše v tej ločitvi ist, dass ein Mensch einen Brief schreibt je to, da je en človek napisal an die, pismo an die Hauptstadt der Welt. v glavno mesto sveta. Er hat einen Brief geschrieben nach Rom. Je pisal eno pismo v Rim Und in diesem Brief steht ein Satz. in v tom pismu je zapisan en stavek. Ich, elender Mensch, Jaz, ubogi človek, ich weiß, was gut ist, jaz znam, kaj je dobro krieg's nicht fertig. in ne morem napraviti. Ich weiß, was schlecht ist. Jaz znam, kaj je slabo Und trotzdem tue ich das. in vseeno to delam. Was bedeutet das? Kaj to pomeni? Trennung. To je ta ločitev. Ja. Schizophren nennt man die Leute. Šizofreniki in takšni ljudje to pravijo. Das Gute, was ich will. To dobro, ko želim. Und das war ein ganz frommer Mann. In znate, te človek, ki je to pisal, je bil zelo Der pobožen človek. hat in der Synagoge gepredigt. V sinagogi je pridigal Und er hat gesagt, ihr Sünder, ihr müsst in s Buße prstom tun. je kazal na druge, vi grešniki, vi se morate pokasati. Tut Buße. Pokasaj se. Und selber kriegt er nicht fertig. In sam je to ne mogel. Das ist Trennung in uns selber. To je ta ločitev v nas samih. Die Sünde trennt uns. Greh nas loči. Und diese Trennung In ta ločitev geht noch tiefer. ide še globje. Diese Trennung ist nicht nur aus dem Paradies rausgeworfen, Ta ločitev je ne bila samo vržena iz raja. Brüder und Brüder,
ne samo brat in brata, ali narod na narod. Israel und Juda getrennt. Izrael in Juda, da sta bila ločeneva. Trennung in mir selber. Ich hasse das. Ta Ich ločitev elender Mensch. v samom meni, da som praviš, jaz sovražim to, ko delam, jaz ubogi človek. Hör zu, Poslušaj me. die Trennung geht so weit, Ločitev ide tako daleč, dass Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich ta verlassen? ločitev ide tako daleč, ko je Jezus pravi, moj Bog, za koji si me zapustil. Gott und Mensch ist getrennt. Bog in človek sta ločeneva. Mensch ist getrennt. Bog in človek sta ločeneva. Und jetzt ist Gott und Gott getrennt. In zdaj se je Bog ločil od svojega, Bog od Boga ločil. Gott hat uns nicht berufen zum Zorn, Bog nas je ne pozval k jeze, sondern dass wir gesegnet sind. ampak zato, da smo naj blagoslovljeni, da smo naj v blagoslov. Um gesegnet zu sein, Ampak da bi bil blagoslovljen, muss Versöhnung passieren. se mora zgoditi sprava. Versöhnung, das Wort bedeutet Sprava, ta beseda pomeni, im Deutsch Versöhnung. Ein Sohn ist uns geboren. Die Herrschaft kommt auf seine Schultern. Ja, verzönok sprava, v nemščino je to drugače. Notri je beseda sin, da se je sin rodil, da je Sin prišel rodil cui, se. verzönok. Sin rodil se. Ja. Ja. Ampak v slovenščini je to Versteht ihr, igra besednida. versteht ihr mein Ampak Slowenisch? razumete, ko to pomeni verzönok v nemščini. Sin rodil se. Sin se je rodil in Ja, prenesel ja. spravo. V stari besedi je to skrito. Ist sin umer. In sin je umrl, ja. Ja, Amen. Ja, nächstes Mal, okay, schicke Brauchst ich du mich. dich in Urlaub. Ja. Naslednjič ne pošle na dopust. Nein, bleib hier, bleib hier. Versöhnung. Torej sprava. Und dort am Kreuz, Gott und Gott ist getrennt. In to na križ, da sta Bog in Bog bila ločeneva. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Schmerz. Se lahko predstavljate, kakšna bolečina? Heute Nachmittag hat Heidi zu den Leuten gesagt, was bedeutet das für ein Schmerz, wenn die Kinder den Vater verlassen. Gnes je Heidi pravila, kakšna bolečina to mora biti, da deca oču zapustijo. Und der Vater konnte nicht mehr hinsehen, was sein Sohn erleiden musste. In oče več ne mogel gledati, kako je njegov sin trpel. Preis dem Herrn. Ampak slava Gospode. Nämlich, wir haben die Verheißung. Torej, ampak mi imamo obljubo. Wir müssen das packen. Mi se moramo tega oprijeti. Jesus Christus, unsere Vereinigung mit ihm. Jezus Kristus in naša združitev z njim. Dobesedno. Jesus Christus, unsere Vereinigung mit ihm. Jezus Kristus in naša združitev z njim. Wenn du kannst, sprich es. Če leko te to povej, Meine Versöhnung, meine Vereinigung mit Jesus. moja sprava, moja združitev z Jezusom. Moja sprava, moja združitev z Jezusom. Und dass du es nicht vergisst, In da ne pozabiš schreib das deinen Nachbar auf den Rücken. svojimi solzni poleg napište na hrbet. Ja, viele Leute laufen ja mit komischen Informationen. Dosta ljudi ima čudne informacije zapisane na tela. Ja, okay, also, hoffentlich habt ihr ein weißes Hemd vor euch. Mogoče imate belo majico, pa cela pište. Ja, segnet mal den Franz da, nicht? Und schreibt drauf auf ihn. Fere ima srovce, Ja. na njega napište gor. Ja, okay, Versöhnung mit Jesus. Torej, sprava ali združitev z Jezusom. Jesus Christus, Jezus Kristus. mit ihm müssen wir vereint sein. Z njim moramo biti združeni. Und alle, die mit ihm vereint sind, In vsi tisti, ki so z njim združeni, die vereinigen sich. tisti se združujejo. Das sind die Vereinigten. To so te združene. Griechisch, die
die Ekklesianer, die Grško povedano je beseda, se uporablja eklezija, te izbrane. Vielleicht, ihr habt wahrscheinlich die Geschichte schon gehört von dem kleinen Mädchen. Mogoče ste že to zgodbo o tem male deklice čule. Die saß im Zug, Sedela je v vlake, junges Mädchen, mlada dekla, und hatte mit sich die Bibel in je si aufgemela sveto pismo und hat die Bibel gelesen. in jo je štela. Und im gleichen Abteil saß ein Mann. In v istom peronu oddelku je sedel en Er moški war ein Professor für Religion. in on je bil profesor za religijo nekaj. Und er sah, dass das Mädchen die Bibel liest. In videl je, kako ta dekla šte Biblijo. Na, sagte meine Kleine, was liest du denn da? In jo pita, ko pa ti štejš? Oh, sagt sie, Onkel, ich lese die Bibel. Striček je Biblijo šten. Ja, glaubst du das denn? Ko pa ti to vrvleš? Ja, sagt sie. Jo, spravlja. Und verstehst du? In ko pa razumeš? Da sagt sie nicht alles. Pa ne vse. Sagt er, da steht doch die Geschichte von diesem Mann, den ein Fisch geschluckt hat und wieder ausgespuckt. Pa to je zapisana tudi ta zgodba o tom človeku, ko ga je riba pogajala, ga je pa vyplivnila. Oh ja, sagt sie, Sie meinen den Jona. Pa ja, vi mislite Jono, ne? Okay, ja. Ja. Glaubst du die Geschichte? Veruješ te zgodbe? Ja, sagt sie. Jo, verlem. Aber verstehst du das? Dass ein Fisch einen Mensch verschluckt und der spuckt ihn aus und er lebt. In ko pa ti to leko razumeš, ko je riba pogajala človeka, ga imela noter, vyplivnila in v dole živo. Und verstehst du das? Razumeš ti to? Nö, sagt sie. Pa ne razumem. Aber wenn ich im Himmel bin, Ampak znate, doma v dann Bibliji, werde ich den Jona fragen. doma v nebi temu Jonu pitala, Und er sagte, und wenn Jona nicht im Himmel ist, in temu pravi, ko pa če Jono ne v nebi, sagt sie, dann können Sie ihn fragen. pa tega leko vi pitate. Amen. 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 Und der weiß es dann, ja? Ja, nein, Amen. Amen. Vereinigung. To je ta združitev. Vereinigung. Združitev. Vereinigung. Biti združeni. Auf dieser Seite oder Na auf tej dieser Seite. strani ali na drugi strani. Entweder fragt sie Jona Ali da ona Jono pitala und Jona wird ihr das erklären. in Jono da je to razložil Und ich hoffe, dass er da ist, dass wir ihn fragen können. in vi pa mu kaj to, kam ga mi leko pitale. Und wenn nicht, können die Atheisten ihn Če fragen. ne ga leko ateisti pitajo kasneje. Ponjatno. Razumete? Ich finde diese Geschichte so original. Kaj je ta zgodba, za mene je to tako originalna zgodba. Vereinigung findet statt. Kaj ti združitev se dogaja. Aber die durch Jesus versöhnt sind, Ampak tisti, ki so spravljeni z Jezusom, die werden versammelt. oni do združeni. Das muss ich nochmal hier lesen. To moram še enako ti prešteti. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Wiederkunft unseres Herrn, Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, Halleluja, die Wiederkunft unseres Herrn, torej Jesus, ponovni prihod Jezusa und Kristusa unsere Vereinigung mit ihm. in našo združitev z njim, So Gott will, če Gospod to hče, sprechen wir morgen bomo jutro o tem govorili. über die Entrückung. Mogočali o vnebovzetje. Wie Nebozet, Vnebovzetje. Entrückung. Entrykung je, kako je bolja beseda slovenska? Ja, Ja. vnebovzetje, ja. Was ist Entrückung? Ko je to vzetje, odvzetje v nebo? Wir haben einen Missionar in Albanien gehabt. Mi imamo enega misionara, smo imeli misionara v Albaniji, Er ist mit seiner ganzen Familie dorthin. za celo svojo družino Feton. Und die Albaner, so hat ein Fachmann gesagt, schlimmste Menschen auf der Welt. In to, kar je en strokovnjak prav pravi, to Albanci, to so najvišji ljudje na svetu. Ist ein Albaner hier? Je što je Albanec tu kakše? Ein Glück, okay. Dobro, kad ok. So, To bi pravi. dann kam ja der Bürgerkrieg. In ti je prišla ta državljanska vojna. Die haben das Krankenhaus kaputtgeschlagen Oni so bolnico potrli skupaj und nachher, als sie verwundet waren,
In kasneje, da so bili ranjeni, haben sie nirgends ein Pflaster gefunden. so kasneje več ni ne našli te flajštra. Und als die Gefahr so groß war, In to je nevarnost bila tako velika, hat die deutsche Bundesregierung einen Hubschrauber geschickt, je nemška vlada poslala en helikopter, um die Deutschen zu entrücken. da bi Nemce vzela iz Albanije. Das Gleiche haben wir erlebt im Libanon. To isto smo doživeli v Libanonu. Jede Regierung, wenn Katastrophe ist, kommt und holt ihre Leute raus. Vsaka država pride in odpela svoje ljudi. Und Arnold Geiger In Arnold und Geiger, unsere andere Missionare to je eden od naših misionarov, haben verzichtet. so pravili, ne, mi ne idemo. Und die Albaner haben sich, als der Hubschrauber schon hoch, noch festgehalten, wollten weg. In Albanci so se uprijemali še helikoptera, da je helikopter že šel v lufte, Aber die deutsche Regierung wollte ihre Bürger nach Hause holen. ampak nemška vlada je ščela svoje državljane odpeljati domov. Und das ist, was Entrückung ist. In to je to, ko je vnebovzetja, ali odvzetja, Wenn wir vznesenja. vereint sind mit Jesus, Če smo združeni z Jezusom, wird er uns nach Hause holen. tudi nas on pelje domov. Aber vorher vereint mit Jesus. Ampak predtem mi moramo biti združeni z njim.